So, herzlich willkommen bei I Love Maultasch. Heute mal ein anderes Gesicht und nicht wie klassisch im Truck, sondern wir sind heute mal unterwegs. Jeder, der mich kennt, der weiß, es gibt viele Dinge, die ich kann, aber es gibt auch Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Zum Beispiel gehört der Kocher dazu, deswegen habe ich tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Man sieht es hier im Hintergrund. So, einmal der Bert und der Michi. Die sind zwei grandiose Köche in der Alte Zunft in Aachen. Also wenn ihr mal im Badischen in der Nähe seid, dann müsst ihr unbedingt vorbei. Grandiose Köche. Ja, also die besten Köche, die ich kenne. Ich kenne ja nicht so viel. Ah, doch, du kennst viele. Sehr viele. Sehr viele. Sehr viele. Ja. Michi, Bertle, was machen wir heute? Wir machen heute deine geile Maultasche auf dem thailändischen Glasnudelsalat. Mal ganz was anderes. Super bei der Hitze im Moment. Einfache Geschichte, wir brauchen nicht viele Sachen. Es ist preiswert. Und die Maultasche kann man mal anders zelebrieren wie sonst. Das Rezept hat der Bert mitgebracht aus Thailand vor der ganzen Corona-Geschichte. Kannst du mal eine kleine Geschichte erzählen, wie du das aufgeschnappt hast? Ja, zu dem Salat. Servus, ich bin der Bert und mich gibt es schon in Aachen 38 Jahre in der Alten Zunft. Man sieht's, gell? Und ja, man sieht es auch, ne? Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Wir waren vor der Corona-Krise oder während das angekocht wurde, die Corona-Krise waren wir in Thailand und da geht man natürlich nur frühstücken morgens und geht dann abends in ein tolles Lokal und lässt sich dort verwöhnen mit irgendwelchen speziellen Sachen. Und bei uns war das so, dass wir das erste Mal im Leben den Salat probiert haben. Also ich kenne den auf verschiedene Art und Weise, aber mit warmen Glasnudeln und mit frischen, knackigen Gemüse habe ich das noch nie gegessen. Und das habe ich mal alles aufgeschrieben und jetzt haben wir das daheim mal probiert und sind dann auf die Idee gekommen, mit Maultasche das zu kombinieren. Und es wäre eine ganz tolle Geschichte. So, und der Michi zeigt euch jetzt, wie wir das machen. So, was brauchen wir? Wir brauchen Sellerie, Frühlingslauch, rote Zwiebeln und dreierlei Paprika. Natürlich die Glasnudel. Die haben wir vorher in heißes Wasser eingelegt. 5 Minuten, 6 Minuten. Und dazu machen wir dann noch ein leckeres Dressing. Und das zeigen wir euch jetzt alles in Ruhe. Ich schnippel jetzt nebenbei schon mal das Gemüse ein bisschen klein, was wir natürlich vorher gewaschen haben. I Love Maultasch. Maultasche natürlich, gell? Gibt es online bei www.ilovemaultasch.de. Könnt ihr bestellen. Müsst ihr bestellen. Unbedingt. Wie packe ich das aus? Oh, danke schön. Sehr gerne, dafür bin ich das da. Man sieht schon, also Chef, der braucht nicht mal nachgucken. Wow. Okay. So, Zwiebeln. Alles schön dünn und klein. Ich glaube, die größte Herausforderung ist das Schneiden. Und jetzt haben wir hier Paprika, wir haben hier Tomate, wir haben hier, was haben wir noch? Zwiebeln. Lauchzwiebel. Lauchzwiebeln. Ja, verschiedene Paprika. Also rot, grün, gelb. So, jetzt kommen die Maultäschle, die werden in Scheiben geschnitten. So, ich übernehme jetzt mal, der Michi ist müde vom Gemüseschneiden. Ich will euch mal zeigen, wie man den thailändischen Dressing macht für diesen Glasnudelsalat mit dem knackigen Gemüse. Man nimmt also eine schöne reife Limette. Und ich habe da extra was mitgebracht von Thailand, das kriegst du hier ganz selten zu sehen. Legt man die Limette ein und presst im Grunde genommen den Saft zuerst mal rein und das nicht wenig. Also man sollte 1 bis 1,5 Limetten nehmen und dass es auch richtig spritzig wird und dass es nicht langweilig schmeckt. So, dazu nehmen wir einen Löffel Zucker. Wer hat, der nimmt den braunen Zucker oder einen richtig schönen Palmzucker. Den gibt es auch zu kaufen übers Internet oder in einem Asia-Fachgeschäft kriegt ihr das alles zu kaufen. Dazu machen wir ein ganz klein bisschen Chili dran, nicht viel. Also wenn jemand empfindlich ist, ist das eine ganz heiße Sache auf der Zunge oder im Mund. Und jetzt sind wir soweit, dass wir mal den Grundstock gelegt haben und das mal verrühren, weil der Zucker löst sich ganz langsam auf. So. Und dann nehmen wir etwas Fischsoße. Fischsoße kriegt man auch im Asia-Fachgeschäft. Fischsoße ist, wenn man so dran riecht,
schon ein bisschen penetrant, aber es schmeckt wirklich sensationell gut. Einen kleinen Schuss Fischsoße dran und schon ist eigentlich der Dressing fertig. Und wenn sich der Zucker ganz aufgelöst hat, dann geht man her, macht das Gemüse rein, so wie es der Michi vorhin gezeigt hat. Und das kann er jetzt selber machen. Das Jetzt schaffe sind ich, wir wieder das schaffe soweit. ich. Auf Da geht's. bin ich am Start. Wir machen das Gemüse rein. Easy Geschichte. Dann haben wir ja die Glasnudel. Die machen wir uns. So, für die Glasnudeln warm machen, brauchen wir im Prinzip einfach nur, Michi, heißes Heißes Wasser. Wasser. Die Ja. Glasnudeln haben wir vorher 5 Minuten schon in warmem Wasser eingelegt. Die müssen jetzt einfach nur warm werden. Dann Genau. harmonieren die wunderbar mit dem Dressing und mit dem frischen Gemüse. Die haben natürlich so tolle Siebe ja, aus Thailand. Wenn ihr das nicht habt, nehmt einfach ein ganz normales Sieb. Kann man auch mit einem ganz normales Sieb machen. Ne? Selbstverständlich. So, da werden die Der Nudeln Effekt- nur noch heiß der gemacht. Effekt ist genau der gleiche. Wir haben ja ein bisschen Geräusche im Hintergrund. Ne? Sind natürlich draußen. Das lassen wir jetzt noch kurz ziehen. Backe uns die Maultaschen in heißem Fett aus. Ihr könnt sie natürlich auch anbraten in der Pfanne. Also Aber nochmal für die, wir wo machen jetzt das keine jetzt- Fritteuse zu Hause haben, Natürlich Asia-Style. die können das auch anbraten. Bisschen in der Pfanne. Drei Himbeeren dazu, weißt So, du? Das ist nicht. was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben das Gemüse klein geschnitten. Ja? Wir haben die Maultaschen klein geschnitten und angebraten. Bert hat eine leckere Soße gemacht, ne? Salatsoße, Asia-Style. Wir haben die Glasnudeln kurz warm gemacht. So, dann alles miteinander vermischt. Lang. So. Dann kommen die leckeren Isle of Maultaschen dazu. Und natürlich, wie es für einen Koch gehört, Koriander, wer mag. Wir legen es Koriander, so wer drauf, mag. Kann jeder runter machen, wer es nicht mag. Ein bisschen schwarzer Sesam. und Guter- sensationell hergerichtet. Ne? Innerhalb von 2 Minuten.